Ja, schönen guten Abend zusammen. Ich wohne hier in der Nähe in Stadthagen und als ich von dieser Initiative eines ersten Slams in Brunsdorf hörte, dachte ich, das muss man einfach unterstützen. Und finde ich toll, dass hier sowas sich hoffentlich auch entwickelt, dass es nicht das letzte Mal ist, dass es heute hier funktioniert. Bei dem folgenden Text habe ich mir Gedanken gemacht über die Welt und den Konjunktiv. Und wenn der Titel von einem Fernsehprogrammmacher von GZSZ oder wie heißt es noch, DSDS oder sowas gemacht worden wäre, dann hieße der Titel dieses Textes WDWGW. Weil, nicht weil, sondern wenn die Welt gerecht wäre. Wenn die Welt gerecht wäre, dann würde die Fußballnationalmannschaft von Aserbaidschan nicht von Berti Fuchs trainiert. Wenn die Welt gerecht wäre, dann gäbe es im Fernsehen keine Castingshows. Wenn die Welt gerecht wäre, dann hätten wir einen Bundespräsidenten. Wenn die Welt gerecht wäre, dann wäre Karl Theodor zu Guttenberg Plagiatsminister in Absurdistan. Wenn die Welt gerecht wäre, dann wäre Angie Merkel eine chemisch-technische Assistentin in einem Biolabor in Gera. Oder Nerz. Wenn die Welt gerecht wäre, dann wäre Jörg Pilawa nicht Quizmaster, sondern Lebensmittelkontrolleur für Wurstwaren. Wenn die Welt gerecht wäre, dann würde Josef Ackermann seinem Namen alle Ehre machen und als Bauer das Feld pflügen. Wenn die Welt gerecht wäre, dann müssten zukünftige Minister erst ein Assessment Center, und zwar mit Erfolg, absolvieren, bevor sie ihren Job machen dürfen. Wenn die Welt gerecht wäre, dann wäre Gabriel ein Erzengel. Wenn die Welt gerecht wäre, dann müssten wir den Regenwald nicht mit Bier trinken retten. Wenn die Welt gerecht wäre, dann müsste Superman Tim Bensko nicht erst 178.413 Mails checken, bevor er dazu kommt, die Welt zu retten. Wenn die Welt gerecht wäre, dann müsste ein Schifffahrtskapitän nicht aus Versehen in ein Rettungsboot fallen. Das ist alles nicht ernst. Das ist alles konjunktiv. Über den Konjunktiv verfügt nur der Mensch als einziges Lebewesen. Und mit dem Konjunktiv können wir alles Mögliche und Unmögliche denken und sprechen und müssen dafür nicht nach Amerika ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten gehen. Aber wir haben den Konjunktiv nicht nur zum Spaß, wir haben ihn auch für den Ernst. Zum Beispiel, wenn die Welt gerecht wäre, dann würden unberührte Messdiener und unberührte Odenwaldschüler bleiben können. Wenn die Welt gerecht wäre, dann müsste kein Kind in Afrika hungern. Wenn die Welt gerecht wäre, dann würde kein Indier aus dem Regenwald vertrieben. Wenn die Welt gerecht wäre, dann würde kein Unschuldiger in Afghanistan getötet. Wenn die Welt gerecht wäre, gäbe es nicht überall die kleinen und großen Hitlers und die Gaddafis und Mladic und Taylors und Assads wären keine Mörder. Warum brülle ich jetzt hier so rum? Das ist doch euch gegenüber, die ihr nichts dafür könnt. Irgendwie nicht gerecht, oder? Wenn die Welt gerecht wäre, dann würde die Welt gerecht. Und zwar von uns, den Zorros, der zu Unrecht geächteten, echt Gerechten, die mit ihrem Weltverbesserungsdegen all das ungerechte Unbild killen, das die Menschen sich verlassen fühlen, trauern und verzweifeln lässt, das Hoffnung zerstört und Schmerz und Tränen zulässt. Wenn die Welt gerecht wäre, dann wäre sie wirklich gerecht und ich müsste hier nicht so lamoriant herumlamentieren, dann könnte ich vielleicht fast friedliche, fast niedliche Gedichte schreiben, wie zum Beispiel dieses hier. Erde, oh Erde. Die Franzosen sagen Merde. Die Deutschen sagen Mist, weil die Welt nicht gerecht ist. Oder dieses, Welt, oh Welt, was wärst du ohne Geld? Ein jeder wird nur tauschen, all den Gefeilschen lauschen, es gäbe keinen Euro-Millionär und arm zu bleiben wäre nicht schwer. Denn ganz evolutionär überleben nur die Lauten, weil sie auf die Braut behaupten. Wenn die Welt gerecht wäre, dann müsstet ihr euch jetzt nicht so einen niederschmetternden Text anhören, dann hättet ihr aber vielleicht auch nichts, über das ihr euch richtig ärgern könntet. Und sich so, das wäre dann nicht gerecht, aber sich so richtig ärgern können, macht ja auch irgendwie Spaß, oder? Aber im Ernst. Wir haben als einzige Lebewesen die Möglichkeit zur Möglichkeit. Wir können uns alles vorstellen, was Welt wäre, wenn, was Welt wäre, wenn nicht, wie Welt sein könnte. Mit unserer Kreativität können wir alles denken und sprechen, in Sprache, mit Buchstaben, Worten, Spielen, alles verändern. Aus Gerecht wird Gericht, aus Gericht wird Gedicht, aus Gedicht wird Gesicht, Gerüst und so weiter. Wenn die Welt zum Beispiel ein Gericht wäre, dann wäre sie vielleicht ein Paella, Leipziger allerlei Schnitzel, Dimsum-Burger, um den sie dann Mayonnaise Ketchup-Mond dreht und alles mit einer grau-weiß-gelb-braunen Soße verschleiert. Oder wenn die Welt ein Gericht wäre, dann würde sie die Menschheit verklagen. Und nicht nur wegen Vernachlässigung der Aufsichtspflicht, wegen Verwahrlosung, sondern auch wegen versuchten Mordes, wegen Vergiftung, Verstümmelung, Folter. Wenn die Welt aber ein Gedicht wäre, dann wäre sie vielleicht ein kleiner Haiku oder aber eine Endlosballade, bei der die Versfüße rückwärts Böcksprünge machen und sich nichts reimt, weil sich keiner einen Reim aus nichts machen kann und nichts zusammenpasst. Wenn die Welt auch ein Gesicht wäre, dann
dann würde sie es angewidert abwenden, damit keiner diesen Arsch mit Ohren sehen muss. Wenn die Welt ein Gerücht wäre, aber wirklich nur ein Gerücht, dann gäbe es sie auch gar nicht. Die Bibel ist dann auch nicht gelten, wie Genesis hätte auch nicht recht und dann würden sich die Marsmännchen wohl lachen, die Ohren zu halten. Wenn die Welt ein Gerüst wäre, dann würde sie alle Menschen halten und allen Unterstützung und Halt geben. Wir haben die Möglichkeiten, aber nicht nur im Kopf und in der Sprache, sondern wir haben die Wirklichkeit in Zukunft in unserer Hand. Denn wir sind nicht nur ein bisschen radioaktiv, wir sind nicht nur reaktiv, wir sind kreativ und kreaktiv. Deswegen liegt es an dir und an dir und an dir und an mir und an uns, dazu beizutragen, dass aus diesen konditionalen Konjunktiven indikativ-kausale Tatsächlichkeiten, kategorisch imperative Realitäten werden, dass es Möglichkeiten, Wirklichkeiten werden, über die man dann gerechterweise wirklich sagen kann, WDBGI, weil die Welt gerecht ist.